so schnell raus? Wozu zwei Kameras? Ich kann mich nicht entscheiden, welches seine bessere Seite ist. Und falls ich blinzel und was verpasse, habe ich zwei Sicherungsgefühle. Das ist einleuchtend. Jetzt blinze ich und verpasse gleich auch noch. Bist du eine Freundin? Das wäre schön. Wir haben zusammen Mathe. Wenn ich seine Noten sehe, bin ich erstaunt, dass er überhaupt zur Mathe geht. Oh, na klar doch. Ich habe auch ein Video, um es zu beweisen. Hier sitzt er gerade, da wirft er Papierkügelchen und hier ist er ein bisschen eingenickt. Oh, Luke schläft doch sonst immer nur mit Kenny, dem Koala. Aber das ist natürlich ganz eindeutig kein Stoffbär, den er zum Schlafen braucht. Denn sowas würde man ja auf keinen Fall weitererzählen. Der Punkt ist doch, Luke sollte in Mathe besser aufpassen. Naja, ich bin eine Einserschülerin und ich könnte Luke Nachhilfeunterricht geben, auch in den anderen Fächern. Kannst du morgen zu uns kommen, um mit Luke zu lernen? Ich tippe an meine Termine. Ja! Hey Luke, ich habe eine Nachhilfelehrerin für dich. Wie Grusel, Conny? Wow! Er kennt meinen Namen! Ich habe mir gerade eine Hellseher-App runtergeladen. Sie heißt die mystische Ei-Zauberkugel. Dadurch kann ich in die Zukunft sehen. Ach, weißt du, das kann ich auch. Hab ich mit Ravi lange genug über die blöde Ei-Wahrsager-App geredet? Ja. Gespenstisch. Bitte mach dich nicht über meinen digitalen Hellseher lustig. Hey Ravi, spielst du Polykonzertinnen mit mir? Mystische Ei-Wahrsager. Soll ich mit Suri Polyprinzessinnen spielen? Frag später nochmal. Tut mir leid, da musst du später wiederkommen. Ich will doch nur noch eine Prinzessin für Ponylandia. Ich habe nicht verlangt, dass du einen Kreditvertrag unterzeichnest. Mystische Ei-Wahrsager. Sollen wir diese Frühstücksflocken verzehren? Alle Zeichen deuten auf Nein. Das ist ja klumpige Milch. Der mystische Ei-Wahrsager hatte recht. Das beweist, dass er die Zukunft vorhersehen kann. Nein, das beweist nur, dass Bertram faul ist und sich nicht rechtzeitig um frische Milch gekümmert hat. Ich hätte ja welche geholt, wenn es nicht so weit gewesen wäre. Du lässt das sonst auch alles liefern. Ich meinte von hier bis zur Tür. Luke, gehört Kenny, der Koala, nicht in dein Bett? Nein, bin ich vielleicht 5 Jahre alt? Ich brauche diesen blöden Bären nicht mehr. Na gut, dann ist das jetzt wohl der Zeitpunkt für seinen Winterschlaf. Wo ist denn sein kleiner Hut? So, mein Freund. Alles wieder gut. Nämlich nur in Acht, dass Conny dich nicht sieht. Warum hast du bloß Grusel Conny Thompson gebeten, mit mir zu lernen? Die grinst mich immerzu an. Ah, na und? Du grinst mich doch auch dauernd an. Gut, ja, aber wenn ich das tue, dann ist das doch niedlich. Und wenn ich jetzt mit Conny abhänge, dann sinkt mein Coolness-Faktor gleich um 80%. Und das ist etwa die Hälfte. Siehst du, darum brauchst du Nachhilfe in Mathe. Also, Conny kommt heute in ungefähr 2 Stunden zu uns. Ich wollte sagen in 2 Sekunden. Hi, Luke. Tut mir leid, dass ich zu früh komme, aber ich konnte es einfach nicht erwarten, dich zu sehen. Zu sehen, wie du in Mathe besser wirst. Mystische Ei-Wahrsager. Ist es ungefährlich, mit Mr. Kipling Gassi zu gehen? Die Antwort ist Nein. Ach, hör doch nicht auf dieses dumme Ding. Du verspottest meinen mystischen Ei-Wahrsager?
Spotty. Gib doch mal her. Ich glaube, du kannst nichts vorhersagen. Ja, ganz recht. Ich fordere dich heraus, du Einigsager. Na, lässt du dir das von mir gefallen? Ganz bestimmt nicht. Oh, ich möchte lieber nicht hier sein, wenn du gleich die mystische Rache abbekommst. Siehst du, es ist gar nichts passiert. Das ist passiert, weil du den Eiwahrsager verspottet hast. Das wird wieder, Suri. Du kriegst den Rest deines Ponys wieder, wenn Mr. Kipling es verdaut hat. Okay, Luke, rechne das hier. 2x plus 6 ergibt 15. Wie viel ist x? Das ist ein Druckfehler. Bei Mathe gibt's doch keine Buchstaben. Komm schon, Luke. Du kannst das doch. Denk einfach an einen deiner Tänze. Sagen wir, dein Tanz besteht aus 15 Schrittfolgen. Davon sind 6 Soloeinlagen. Wie viele Schrittfolgen bleiben noch? 9. Ohne die Zugaben, die meine Fans immer von mir fordern. Du hast Mathe verstanden. Ich wusste, dass du es kannst, du Supergenie, du. Wir lernen hier gerade und du stirbst. Oh, Entschuldigung. Dann lernt ihr beiden Mathe-Asse mal schön weiter. Und ich werde mich lieber ganz schnell auf eure Aufgabe subtrahieren. Also, Luke, du kannst jetzt noch ein Problem lösen. Samstag findet ein Harry Potter Kostümball statt und ein Mädchen hat noch keinen Begleiter. Das finde ich nicht. Wo soll das stehen? Ich spreche gerade nicht von Mathe, sondern eher von Chemie. Ich habe gar keinen Chemieunterricht. Conny, darf ich mir mal Luke kurz ausborgen? Na sicher! Conny will, dass du mit ihr zum Ball gehst. Was? Igitt! Ach, stell dich doch nicht so an. Mit der Grusel-Conny gehe ich ganz bestimmt nicht zu einem bescheuerten Schulball. Sie ist nicht gruselig. Halte dich lieber an Mädchen deines Alters. Wenn du mich weiter anbaggerst, reiß ich mir irgendwann die Haare aus. Eine Glatze geht gar nicht. Hi, Conny. Würdest du etwa gern auf diesen langweiligen, schnarchigen Harry Potter Ball? Das ist ja so abgefahren. Ich habe sogar schon die Kostüme für uns. Endlich werden alle sehen, was für ein entzückendes Paar wir sind. Ich muss dir noch einen Zauberstab schnitzen. Aber welches Messer soll ich nehmen? Sie will mir einen Zauberstab schnitzen. Und sie sammelt Messer. Das ist gruselig mit ganz großem K. Bertram, setz dich. Ach, das musst du mir nicht zweimal sagen. Wir haben furchtbare Neuigkeiten. Furchtbare Neuigkeiten? Bekommen eure Eltern etwa noch ein Kind? Nein. Der mystische Eiwahrsager sagt voraus, dass du dich durch einen Spagat verletzen wirst. Dann wirst du an einer Füllung fast ersticken und weiterhin wird sich eine dunkle, schemenhafte Gestalt von uns hinfortreißen. Und zwar morgen Abend um 6:22 Uhr. Das alles habt ihr herausbekommen nur durch Ja- und Nein-Fragen? Es waren in der Tat sehr, sehr viele Fragen. Ich werde euch jetzt mal was voraussagen. Ein unglaublich gut aussehender Mann wird gleich schleppend die Küche verlassen. Der Geruch des Schicksals wabert durch die Küche wie ein beißender Nebel. Entschuldige, ich bin nur so schrecklich nervös. Oh! Oh, hey Conny. Na, wie weit
Zauberstab. Nimmst du Drachenherzfasern oder Phönixfedern? Das ist meine Sache und Luke's Sache ist es, damit zu zaubern. Na gut. Triffst du dich wieder mit Luke? Eigentlich würde ich lieber mit dir reden. Ach, ehrlich? Ich finde, du solltest wissen, dass Luke und ich wahnsinnig glücklich miteinander sein werden. Na gut. Ab sofort gilt, da läuft rein gar nichts zwischen dir und Luke. Da läuft absolut nichts zwischen mir und Luke. Denk immer daran, du möchtest es sicher nicht erleben, dass ich wütend werde. Also, das habe ich nicht kommen sehen. Und jetzt ich gar nicht. Oh, da bist du ja. Grusel Conny hat mir schon 39 Mal geschrieben. Nachricht 40, 41, 42. Ja, was diese Conny angeht, wir hatten eine kurze Unterhaltung am Fahrstuhl. Ich glaube, im Grunde ist sie irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Gruselig! Man bekommt doch so einen Spitznamen nicht ohne Grund. Oh! Das war total abgefahren, Luke. Mit deinen Tanzkünsten und dem Harry Potter-Motto wird der morgige Abend magisch. Ja, apropos Magie. Unser Date hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ich werde mich von dir nicht ignorieren lassen, Luke. Du wirst mir noch das Schlüsselbein brechen. Kannst du es wagen, mich so zu behandeln? Ich sollte dir von Jessie ausrichten, dass wir uns morgen nicht treffen können. Jessie? Ich hab der alten Schreckschraube doch gesagt, Finger weg von meinem Mann. Tada! Lass ich mal auf. Man macht nicht. Bertram, Suri und ich können nicht mit ansehen, wie dich dieses grauenhafte Schicksal ereilt. Du musst fliehen! Wir haben all deine Sachen gepackt. Sogar deine berühmte Butter-Sonnering-Kollektion. Seid vorsichtig! Dieses Butlerbild von 1928 darf doch nicht zerknickt werden. Wir werden dich sehr vermissen, Bertram. Ich sag's euch zum letzten Mal, ich gehe nirgendwo hin. Warum sollte mir etwas Schlimmes passieren? Der mythische Eiwahrsager hat vorhergesehen, dass er sich beim Spagat verletzt. Das hat ihn fast in 2 Teile gespalten. Und er hat einen Bananensplit, also gespaltene Bananen gegessen. Das ist eine doppelte Spaltung. Und in der Zwischenzeit spaltet sich auch meine Hose. Eine Dreifachspaltung. Okay, was gerade geschieht, das bilde ich mir nur ein. Das war nicht Grusel Conny mit Kenny dem Koala draußen auf der Terrasse. Und das sind auch keine nassen Fußspuren, die zum Fahrstuhl führen. Schon wieder. Halte dich fern von Luke und lass ihn zum Tanz gehen, sonst wird er Kenny den Koala nie wiedersehen.